Es gibt Fragen, die bewegen unsere Welt. Egal ob im Fernsehen, auf Social Media oder in den Zeitungen. Die Themen sind präsent. Sie prägen Stammtischgespräche und Diskussionen in deinem Umfeld. Und manchmal scheint es, als drehe sich die ganze Welt um sie. Klimawandel, Flüchtlingsdramen, MeToo und neuerdings der Umgang mit der Pandemie. Sie schreien nach deiner Meinung. Du solltest dich positionieren. Kennst du das Gefühl, das einem dabei beschleicht? Eine Spannung tut sich auf. Wie soll ich Stellung beziehen? Bekenne ich Farbe? Wie spielt mein Glaube da drin? Sagt die Bibel etwas dazu? Aber auch, will ich in den gleichen Topf geworfen werden wie gewisse Gruppierungen? Die Geschichte zeigt, dass Menschen in diesen Situationen zu zwei Verhalten tendieren. Einerseits ein Rückzug aus dieser Gesellschaft in eine heile Christen- und Kirchenwelt. Dort kann ich mit meinem Stempel gut leben und spüre die Spannungen nicht mehr. Aber ich verliere auch den Bezug zu der Welt und den Menschen um mich herum. Und es wird schwierig, einen Unterschied zu machen. Andererseits eine Angleichung an die aktuellen Wertmaßstäbe in allen Bereichen. Das löst die Spannung auch auf. Aber oft geht dabei auch die Wirkkraft von unserem Leben verloren. Und wir entkoppeln uns dabei auch von der christlichen Gemeinschaft. Aber sind wir Christen nicht genau immer schon gefragt gewesen, einen Unterschied zu machen? Mit dieser Serie möchten wir dich auf ein Abenteuer einladen. Nämlich einen dritten Weg zu suchen. Ein Weg voller Spannung, aber auch ein Weg voller Wirkung. Jawohl, ist Klimakrise ein christliches Thema? Was denkt Gott über Friday for Future? Was ist wichtiger, Gottesdienst oder Naturschutz? Interessiert es Gott, ob ich bei meiner nächsten Online-Bestellung eine CO2-Kompensation zahle oder nicht? Interessiert es Gott, wie ich in die Ferien gehe? Flugzeug, Auto oder Zug? Das sind Fragen, die sich um die Klimakrise handeln. Und als ich mich an die Predigt gemacht habe, sind das so Fragen gewesen, die in mir aufgekommen sind. Wo ich darüber nachgedacht habe. Und es ist brandaktuell. Heute Morgen, mega früh beim Zmorgen, habe ich so die Zeitung durchgescrollt und gelesen, die EU gibt Gas mit dem Plastik. Sie tut den Plastik verbieten, den Einwegplastik. Und die Schweiz hinkt hinten rein. Klimakrise, ein brandaktuelles Thema. Bevor wir uns aber die Frage anwagen, ist das mein Problem? Will ich mich fragen, oder frage ich mich, müssen wir uns nicht mehr fragen, wem gehört die Erde? Wem gehört die Erde? Es ist so, die Sachen, die ich auslehne, mit denen gehe ich ganz anders um. Ich mag mich noch erinnern, wie ich vor ein paar Jahren für die GVC ein schönes Auto von einem Freund auslehnen durfte, um jemanden vom Flughafen abholen. Und ich bin natürlich dann mit dem schon noch heim, oder ich musste es ein bisschen früher noch holen, weil das gerade so aufgegangen ist. Und dann hat mein ältestes Töchterchen mit dem Auto mitfahren. Und ich habe sie gebrieft vorne dran, weil es mir wichtig war, weil es meinem Freund gehört, oder? Ich habe meiner Tochter gesagt, hey, keine Füße aufs Polster. Hey, es wird schön ruhig gehockt, du machst die Tür nicht auf und nicht zu. Ich habe gesagt, hey, essen. Sie hat gefragt, kann ich noch ein paar Davidas mitnehmen? Spinnst Davidas, oder? Super Briefing mit meiner Tochter gehabt. Sie ist dann wir durften mitfahren. Ich habe das Auto für das GVC gebraucht. Und ich habe es nachher noch rausgesogen. Obwohl er gesagt hat, du musst im Fall nicht putzen. Ich bin noch durch die Wäschanlage. Ich habe es noch rausgesogen. Wieso? Es ist mein Freund. Und meine Mami und mein Papi haben mir gelernt, wenn man Sachen auslehnt, gibt man es sauberer zurück, als man es überkommt. Dann mag ich mich erinnern, dass ich mit dem Timon in Amerika war und wir hatten ein Mietauto. Riesige Kooperation, oder? Und am Schluss gibst du das Auto ab und du sagst, ja, noch ein Brösmeli, oh, da ist noch ein Pommes frites, ja, gehst einfach unter den Teppich. Nein, natürlich haben wir das nicht gemacht, oder? Aber uns wäre es nie in den Sinn gekommen, das Auto noch zu putzen, noch rauszusaugen. Wieso? Wir haben dafür gezahlt. Es gehört, wir kennen den ja nicht, die riesige Kooperation. Die haben uns wahrscheinlich die über den Tisch gezogen, oder?
Wenn es um den Klimawandel geht, wenn es um die Frage geht, wem gehört die Erde, müssen wir uns doch die Frage stellen, kennen wir den, wo die Erde gehört? Haben wir eine Beziehung mit ihm? Ist mir so viel wert wie bei meinem Freund mit dem Auto? Wem gehört die Erde? Gott macht es ganz klar. Er sagt in den Psalmen, im Psalm 24, 1-2, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Die Erde befestigt er über dem Wasser. Ihr Fundament legt er auf dem Meeresgrund. Gott macht es klar, die Erde gehört mir. Sie gehört mir. Spannend ist auch, kurz bevor das Volk Israel ins verheißene Land hineingezogen ist, gibt Gott ihnen den Auftrag. Also im 5. Buch Mose sehen wir, wie er alles nochmal, die Regeln nochmal durchgeht. Er sind nochmal brieft. Und er sagt nachher, hey, und jetzt ziehen ins Land hinein. Jetzt nehmen sie ein. Und dann kommt ein Satz, wo er sagt, denn mir am Herr gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was es drauf gibt. Er sagt, gönnt, nehmt sie ein, das Land, weil es gehört mir. Ich kann nur etwas weitergeben, was mir gehört. Es kommt meistens nicht so gut, wenn man Sachen auslehnt, die man schon selber ausgelehnt hat, oder? Jetzt können wir uns fragen, ja, wieso stellt denn Gott den Anspruch, dass die Erde ihm gehört? Wieso stellt er den Anspruch? Ganz einfach, wie wir im Vers vorgelesen haben, weil er sie gemacht hat. Weil er sie aus nichts heraus gemacht hat. Es ist nicht so gewesen, dass Gott denkt hat, ich mache jetzt eine Erde. Hey, das ist eine gute Idee. Und hat wohl angefangen und nachher sind ihm die Ideen ausgegangen. Und nachher sagt er, warte mal. Pinterest, oder? Auf Pinterest und nachher oben im Suchfeld, auf Englisch kommt meistens mehr als auf Deutsch, weil einfach das Feld grösser ist, oder? Earth DIY, oder? Do it yourself. Und dann hat er gesehen, wow, da hat eines Wasser vom Land getrennt. Coole Idee. Hey, das kopiere ich. Er hat nicht gesagt, wow, Hügel. Ich habe nur flach gedacht. Ja, super, übernehmen wir. Gott hat keine Werksspionage gemacht, sondern er hat es gemacht, aus dem Nichts raus. Aus dem Nichts raus hat er sie gemacht. Darum ist es legitim, dass er das für sich beansprucht, dass er sagt, die Erde gehört mir. Wir sehen auch, wie er die Israeliten anweist und sagt, hey, das Land, all 50 Jahre, wenn du dein Land verpfändet hast, oder wenn du verloren hast und du musst verkaufen, weil du Geld gebraucht hast, all 50 Jahre kommt das zurück. Du kannst mit dem Land nicht einfach machen, was du willst. Wieso? Weil es gehört nicht dir. 3. Mose 25, 23. Ihr dürft euren Grund und Boden nicht endgültig verkaufen, denn das Land gehört nicht euch, sondern mir. Ihr wohnt hier als Gäste. Hey, was macht das mit uns als Schweizer? Hey, als ich den Vers so gelesen habe, hey, es hat nicht etwas gemacht in mir, oder? So, hey, mein Gärtchen, mein Hag. Hey, wenn da jemand durchläuft, oder? Dann geht man schon raus und schauen, hey, wer ist da? Wer steht jetzt zu meinem Hag? Nein, jetzt steht da mal die Blumen rein. Oder der Hund, hey, wenn der mir in den Garten schießt, oder? Wir sind Gäste, die Erde gehört Gott. Und er hat sie uns gegeben. Wieso setzt sich Gott so für die Erde ein? Oder all die Gesetze? Einerseits, glaube ich, ist er ein Gott von der Gerechtigkeit. Gerade das Land zurückgeht. Er ist ein Gott von der Gerechtigkeit. Aber wir können doch uns auch fragen, was ist Gottes Beziehung zu der Schöpfung? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Was hat Gott für eine Beziehung zu der Schöpfung? Sehen wir Gott wie eine Uhr machen, der so die Uhr gemacht hat mit dem Ding, ich weiß gar nicht, wie das heisst, oder? So in die Augen reinklemmt, dass es besser sehen. Und er macht die Zahnrädchen zusammen. Mega genial, oder? Das ist super abgestimmt aufeinander. Massiv genau zusammen tun. Und er zieht die Uhr auf und er verkauft sie und er wartet einfach, bis er sie abspult, oder? Und dann macht er halt eine neue. Und er ist nicht mehr involviert. Oder hat Gott eine Beziehung zu der Schöpfung? Schaut er auf sie? Beobachtet er sie? Ist er involviert? Die Bibel macht uns auch missverständlich klar, dass Gott die Erde liebt, dass er involviert ist und dass er mit ihr leidet, wenn es ihr schlecht geht. Wie heißt der bekannte Vers aus Johannes 3,16? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wir setzen oftmals das Wort Welt mit Mensch gleich. Missionsbefehl
Im Markus heisst es, geht in alle Welt. In meiner Bibel steht da, geht in alle Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Ja, warte mal, das ist eine Fußnote. Fußnote, da unten heisst es, wörtlich verkündet der ganzen Schöpfung die frohe Botschaft. Wann hast du das letzte Mal ein Blümchen evangelisiert? Alles, was er geschaffen hat, hat er gesagt, es ist gut. Er hat Freude daran. Klar, der Mensch hat eine besondere Stellung innerhalb der Schöpfung, aber er ist ein Teil der Schöpfung. Ich hatte am Freitag auf der Gasse mit ihm eine Diskussion gehabt und er hat gesagt, was ist der Mensch, dass er sich über die Schöpfung stellt? Dass er Bäume abholzt. Er lebt doch, das ist doch eben auf, oder? Super Diskussion gewesen. Gott hat dem Menschen eine besondere Stellung gegeben, da kommen wir noch dazu. Hey, mir sind Schuppen aufgegangen, als ich mich in das Thema hineingetaucht habe. Nämlich der Bund, den Gott mit dem Noah macht. Nachdem, mit dem Regenbogen, oder nach der Sintflut, ist für mich immer ein Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Aber es heisst, ich schließe den Bund mit euch, mit dem Menschen und allen Tieren, die in der Arche waren. Gott hat den Bund mit den Tieren gemacht. Ihm ist es mega wichtig. Hey, wenn wir in die Gesetze schauen, 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose, wir sehen so viele Gesetze, die sich um den Naturschutz drüllen. Hey, 6 Jahre darfst du dein Land bebauen, am 7. musst du Ruhe lassen. Hey, deine Ernte, wenn du aberntest, dein Feld aberntest, lass die Ränder stehen. Für dich und für die armen Leute. Mein Grossvater war Bauer und ich bin einmal mitgeheuen, oder? Und ihm war es mega wichtig, dass wenn man da nachher mit dem Traktor durchgefahren ist, dass man das Eckli, das hat man noch reingerechnet, oder? Macht man heute nicht mehr so. Ist man heute vielleicht ein bisschen biblischer unterwegs. Oder vielleicht eher auch optimistisch. Man probiert zu optimieren, oder? Mein Grossvater war so wichtig, dass das letzte Strohhelmli oder Grashelmli, dass das in der Ernte eingefahren wird. Gott sagt, lass das Zeug stehen. Gott sagt, hey, wenn du ein Vogelnest findest, am Boden, und sind junge Vögel drin, und die Mutter hockt nebendran, dann nimm nur die Jungen, lass die Mutter sein. Die soll sich wieder weiter reproduzieren. Gott sagt, hey, wenn ihr eine Stadt einnehmt, wenn ihr eine Stadt belagert, dann holzt den Wald, die Bäume rundherum nicht ab. Er sagt, das ist ein kurzfristiger Gedanke, von was leben wir noch. So genial, oder? So genial. Mir ist so aufgefallen, es geht um eine Weitsicht. Alles, was Gott macht, ist weise und ist eine Weitsicht und nicht kurzfristig. Da wollte ich eine Klammer drauf machen. Das hat mich angesprochen. Geht vielleicht bei dir vorbei, dann ist okay. Vertrauen wir Gott für unsere Versorgung? Haben wir Angst, wir kommen zu kurz? Es macht keinen Sinn, den Wald nicht abzuholzen, wenn ich eine Stadt belagern will. Das ist ein gratis Material, das dort liegt, um einen Turm zu bauen, um die Stadt anzuzünden, ausräuchern, was auch immer, oder? Vertraue ich Gott, dass er für mich kämpft? Habe ich eine Weitsicht über meine Generation aus? Klammer zu. Gott liebt seine Schöpfung und er leidet mit dir, wenn die Schöpfung leidet. Jona, meine Frau, ich habe mit einer Frau Predigt besprochen, das hilft einmal so. Und sie sagt so, hey, beim Jona im Fall auch. Hey, 100-mal die Geschichte Kind erzählt, 100-mal schon gelesen. Wo der Jona in dieser Stadt das Verderben predigen. Und nachher kehren die um, oder? Und der Jona hockt völlig deprimiert auf seinem Hügel oben, weil er hat das Spektakel gesehen, oder? Wie Gott die Stadt zerstört, oder? Und dann sagt Gott zu ihm, ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben und dazu noch so viele Tiere. Nochmal, Gott interessiert es, wie es den Tieren geht. In der Sprüche 12,10 heißt, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottlose aber ist durch und durch grausam. Leider haben wir nicht Zeit, um jetzt in alle die Gesetze hineingehen. Es ist schon mega spannend. Ich habe nur einen kleinen Teil rausgepickt. Ich habe jetzt nicht einfach alles zusammengerechnet, was ich gerade so gefunden habe und zurechtgebogen für die Predigt, oder? Wenn Gott die Schöpfung so wichtig ist, müssen wir uns doch fragen, was ist unsere Rolle? Was ist unsere Rolle auf dieser Welt? Gott hat dich und mich, Gott hat den Menschen als Abbild von ihm geschaffen.
Wir sind die einzige Kreation, die ihm ähnlich ist, die nach seinem Abbild geschaffen ist. Wir sind Gott ähnlich, wow. Du und ich, wir alle sind Gott ähnlich. Das hat mich nochmal tief begeistert. Wir sind Gott ähnlich. Das ist der Sinn. Wir sind ähnlich. Wir sollen ähnlich sein und wir sollen ähnlich bleiben. Das ist unser Sinn. Und dafür sind wir geschaffen. Und weil wir die Möglichkeit haben, kommt auch eine Verantwortung rein. Gott hat uns einen speziellen Auftrag gegeben. Dann sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über Tiere im Meer, am Himmel und auf Erden. Das Wort, das dort gebraucht wird von vielen Übersetzern mit Herrscher, herrschen. Wir sollen über die Erde, über Tiere herrschen. Das könnte einem verleiten, das Wort mit Ausbeuten gleichzusetzen. Jetzt haben wir aber einfach ein Problem, dass wir schlechte Assoziationen an das Wort herrschen haben. Wir sehen gerade all die Herrscher, uns kommen gerade negative Beispiele in den Sinn. Doch Gott ist Herrscher über sein Reich. Gott herrscht in seinem Reich. Und wie herrscht Gott? Es heisst bewahren, es heisst hegen, es heisst pflegen. Und zu den alttestamentlichen Bildern vom königlichen Herrschen ist das Bild vom guten Hirten drin. Wenn wir in die Definition schauen, Psalm 23. Das hat nichts mit Ausbeuten zu tun. Wir haben also einen klaren Auftrag auf dieser Welt. Er hat das uns übertragen. Wir sollen herrschen. Herrschen in seinem Bild. Viele Übersetzer haben es eben darum bewahren oder verwalten, das Wort eingesetzt. Und da können wir zum Fragen, Klimakrise, mein Problem. Ist es mein Problem? Ich glaube, es ist immer noch die falsche Frage. Ich glaube, es ist die falsche Frage, die wir uns stellen. Wir müssen doch viel mehr fragen, handeln wir in Gottes Auftrag? Handeln wir in Gottes Willen? Wie gehen wir mit Gottes Schöpfung um, die er so liebt? Sind wir gute Verwalter? Oder wo argumentieren wir aus Bequemlichkeit? Was löst der Umweltschutz bei uns aus? Ich habe mich schon angefangen zu fragen, müssten wir Christen nicht für den Umweltschutz bekannt sein? Das ist nur eine Frage. Müsste Naturschutz nicht ein tief christliches Thema sein? Oder kann es sein, dass der Umweltschutz ein blinder Flecken ist, den wir haben? Ein bisschen polemisch gesagt, so wie im 18. und 19. Jahrhundert der Sklavenhandel, der unter christlicher Hand gelaufen ist. Und auf einmal, wir können das heute nicht mehr vorstellen, oder? Wie lösen wir denn das Problem, oder? Wie lösen wir jetzt das Problem? Wir sind aufgefordert, gute Verwalter zu sein. Wir sind aufgefordert, die Erde zu bebauen. Wenn wir doch Gott anschauen, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dass alles, was er angepackt hat, alles, was er in die Hand genommen hat, ist zum Blühen gekommen. Ich staune immer, wie im Frühling die Sachen anfangen zu sprießen, oder? Ich habe im Homeoffice anfangen Salat und Kohlräbli von der Sämli her anziehen. Hey, und es ist so gewaltig, wenn du jetzt am Salat essen bist, wo du dort gepflanzt hast, mit dem Sämli, oder? Und du merkst, du kannst viel falsch machen, oder? Aber dass es wirklich wächst, kannst du nichts machen. Und dann sehe ich Gott, gerade Bäume, wie Gott die Bäume wachsen lässt, wie die Blätter kommen, wie die Blätter die Photosynthese auslösen, wie sie im Herbst aber runterfallen. Aber es ist nicht einfach, weil Gott jetzt da etwas falsch gemacht hat. Es ist ja keine Verschwendung, sondern die Blätter, die werden zu Humus und ist schlussendlich wieder der Dünger. Hey, das, was runterfällt, das, was das Gefühl hast, was kaputt geht, das dient wieder etwas. Und da habe ich mich gefragt, hey, wie sieht mein Leben aus? Was rundum um mich fängt an zu blühen? Und was rundum ist am Leiden? Wie lösen wir das Problem? Es sind 2 Ansätze, wie wir das Problem lösen. Der erste ist vielleicht ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Der erste heisst, wir müssen der Natur Sorge tragen.
Ich bin in die Predigtvorbereitung gestartet, ich habe es mit dem Dani Weber besprochen und ich habe gesagt, hey, ich gehe im Fall da nicht polarisieren und so. Gell? Ich stelle ein bisschen Fragen. Haben wir beide gesagt, wir stellen einfach ein bisschen Fragen, können die Leute selber entscheiden. Und dann gehst du in das Thema rein, du schlägst die Bibel auf, du liest sie mit neuen Augen und merkst, wir müssen dieser Umwelt Sorge tragen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wo können wir unser Handeln, wo können wir unser Denken erneuern? Oder anders, wo machen wir uns schuldig, wenn wir es nicht machen gegenüber Gott? Wenn wir billiges Fleisch kaufen, ich hoffe es nicht, denn auch, billiges Fleisch kaufen mit schlechter Tierhaltung, ehren wir damit Gott? Wenn wir Kleider kaufen, die unter schlimmen Zuständen und wie die Natur ausbeutet hergestellt wird, befolgen wir im Gebot von der Nächstenliebe. Wenn unser Konsum die Erde ausbeutet, sind wir dann gute Verwalter? Die Frage, die muss jeder für sich selber beantworten. Ich will dir da in den Raum stellen, ich will wirklich Fragen stellen. Ich will dir die geben. Ich glaube, wir können Klimakrisen anpacken, indem dass jeder sich die Frage stellt. Was für ein Verwalter bin ich? Was ihr da machen könnt, da könnt ihr euch selber informieren. Da gibt es coole Sachen. Nur mal googlen, oder? Das gebe ich euch. Das ist das Erste, der Natur Sorge haben. Das Zweite, Umweltschutz. Ich hätte eine geistliche Dimension. Wenn wir alles tun würden, wenn wir nur noch laufen würden, mein Velo macht ja auch Mikroplastik mit dem Pneuabrieb, oder? Wenn ich nur noch laufen, barfuß, kein Fleisch mehr essen, nie mehr fliegen und alles, oder? Ist die Frage, würde die Erde sich erholen? Würde es ihr einfach wieder gut gehen? Ich sage euch nein. Leider nicht. Der Hosea beobachtet das. Die missratene Ernte. Er schreibt von einem zusammenbrechenden Ökosystem, schon 100 Jahre bevor Christus, bevor das Flugzeug gegeben hat, bevor das so CO2-Abgaben machen können, wo man nicht gereist ist, wo man keine Cellphones hatte. Schon 100 Jahre vor Christus redet er von diesen Sachen und seine Fehleranalyse ist spannend. Er gibt nicht einfach Gott Schuld und sagt, ja, Gott greift jetzt da ein. Er sagt nicht einfach, ist der Sündenfall, da können wir nichts dafür. Sondern er macht das Verhalten vom Volk dafür verantwortlich. Mit dem Vers da vorne. Er richtet nämlich Gottes Botschaft aus. Ihr Israeliten, hört, was der Herr euch zu sagen hat. Der Herr führt einen Rechtsstreit gegen die Bewohner des Landes. Denn Treue und Liebe sind ihnen fremd. Sie wollen den Herrn nicht als ihren Gott anerkennen. Sie verfluchen und belügen einander. Sie morden, stehlen und brechen die Ehe. Sie begehen eine Bluttat nach der anderen. Darum wird das Land vertrocknen und alles, was dort lebt, wird verdursten. Die Tiere auf dem Feld, die Vögel am Himmel und sogar die Fische im Meer, sie alle gehen zugrund. Ohne Kreuzfahrtschiff, ohne Containerschiff, ohne Suezkanal verstopfen und alles, was alles dazugehört, oder? Und trotzdem sehen wir so einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Es ist die Sünde, die sich direkt auf die Natur ausspielt. Sichtbar, kein Zusammenhang. Wie spielt das zusammen? Aber Gott sagt, hey, durch den Sündenfall, durch unsere Sünden, die wir machen, leidet die Natur. Es ist etwas verbrochen. Es geht an den Kehrschluss. Wir lesen nämlich in der 2. Chronik, wie Gott am Volk wieder sagt, wenn das Volk, wenn ihr, wo meinen Namen trägt, sich mit Demut mir wieder unterordnet, wenn ihr von euren falschen Weg umkehrt und nach mir fragt, dann will ich euch vergeben und euer plagtes Land wieder heilen. Ich will euer Land heilen. Wow, ist mir noch nie so aufgefallen, oder? Und darum glaube ich, wir können das Problem der Klimakrise von 2 Seiten anpacken. Wir können neu lernen, wir können eine Erneuerung von unserem Geist haben, wie wir mit dem Land umgehen. Und wir können für das Reich Gottes einstehen auf dieser Erde. Wir können es geistlich anpacken. Jetzt beobachte ich etwas, das hat schon der Charles Reichenbach gesagt. Das ist meine erste Erfahrung von GVC-Predigt. Der Johannes und der Charles Reichenbach, beide haben das immer wieder gesagt, wir sollen extrem meiden, oder? Die Extrem ist immer ein bisschen Gefahr. Und die Extrem sind nämlich, dass wir evangelikalen Christen, wir Christen, die Natur einfach ausbeuten. Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, mir ist wieder in den Sinn gekommen, eine Zeit lang hat es so ein Sprichwort gegeben, das unter den Christen gang und gäbe war. Und das hat geheißen, rodet den Wald, denn Christus kommt bald. Ja, heute lachen wir drüber. Aber es ist darum gegangen, hey, je schneller dass die Erde runtergerufen ist, je schneller kommt Jesus wieder, oder?
Ja, ihr lacht jetzt, aber so weit ist es nicht weg. Und viele von diesen Sachen hängen noch in unserem Gedächtnis hinein. Ich habe gestern mit meinem Papi geredet und er hat gesagt, ja, aber du kannst ja fast nichts machen. Ich verstehe ihn voll. Aber ist dann einfach die Lösung zum Nichts machen? Nur weil wir überfordert sind. Oder weil wir denken, ja, Jesus holt uns dann weg, oder so ein Spaceship, oder so Left Behind. Holt uns an einen neuen Ort und da unten, eben wie die Uhr. Irgendwann läuft die Zeit ab von der Uhr und nachher kannst du sie fortrühren. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass wir anfangen, uns so bemühen, um die Welt zu retten, dass wir anfangen, Natur anbeten und nicht mehr den Schöpfer dahinter. Es gibt in der Psychologie, das habe ich auch erst herausgefunden, gibt es eine Krankheit, Klimadepression. Vor allem junge Erwachsene aus der Klimabewegung heraus, die in eine Depression fallen, weil sie merken, in dem Moment, wenn ich jetzt in der Vorlesung hocke, in dem Moment, wenn ich am Arbeiten bin und nichts gegen den Klimawandel mache, steigt der Meeresspiegel um einen Mikromillimeter oder was auch immer. Und sie kommen in die Depressionen und wir fangen dann nur an anbeten, oder? Und irgendwann zwischen ihnen stehen wir da. Den Natur Sorge tragen und ein guter Verwalter sein und das Problem auch geistlich anpacken. Das tönt so gut, aber sind wir doch ganz ehrlich, es überfordert uns total. Wir sind doch in ein System hineingeschaffen. Dein Nattel geht kaputt, du brauchst ein neues. Oder ich habe letzte Woche wirklich ein neues Nattel kaufen, weil ich nicht mehr recht telefonieren. Das ist bei meinem Telefon recht schlecht, oder? Jetzt könntest du es schon reparieren, aber es kostet dir so viel. Dann kaufst du ein neues, eben, und überlegst, soll ich Klimakompensation oder nicht. Wir sind in diesem System gefangen. Wir können kaum ausbrechen. Und da fangen wir an, das eine zu tun und das andere zu lassen. Oder anders gesagt, wir wären zu den grössten Pharisäern, oder? Dann schaue ich auf den Reto und sage, der könnte ein bisschen mehr mit dem Velo arbeiten eigentlich, oder? Also ich zeige, dass es geht. Hat der Dusche oder der GVC, oder? Aber dass er massiv auf Fleisch verzichtet, aus dem gleichen Gedanken heraus, das klammere ich super aus, weil mein Stückchen Fleisch ist mir heilig, oder? Anstatt dass ich ihn feiere und er mich feiert. Und mich uns irgendwie anstecken lassen. By the way, er hat schon ein bisschen abgefärbt auf mich, oder? Letztens habe ich sogar gesehen mit dem Velo kommen, vielleicht habe ich auch abgefärbt auf ihn, oder? Es ist das alte Spiel. Die Jungen kreiden die Alten an und sagen, ihr habt uns die Natur geschlissen. Und die Alten sagen, ja warte mal, wir sind doch früher noch gar nicht in die Ferien geflogen. Wir haben gar keinen Nattel gehabt, oder? Beide zielen aufeinander ab. Das alte Spiel wie bei Adam und Eva, oder? Hey, das packen wir nur, wenn wir alle persönlich anfangen, und zwar mit kleinen Schritten. Fang mit einem kleinen Schritt an. Ich glaube, es ist so wie ein Dominoeffekt. Du machst einen kleinen Schritt und du löst etwas aus. Lasst uns keine Pharisäer sein, weil Jesus ist mega hart mit den Pharisäern ins Gericht gegangen. Ich habe 5 Punkte, und ich glaube, die uns helfen können, zum Abschluss, die uns helfen können, wie können wir die Klimakrise anpacken. Das erste ist etwas ganz Simples. Staunen. Lasst uns wieder staunen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir das Staunen verlernen. Wir haben es verlernt zum Staunen. Mit was für einem Tempo gehen wir durch unser Leben durch? Wann hast du das letzte Mal einen Regenwurm angeschaut im Garten und hast gestaunt? Wann hast du das letzte Mal an der Bushaltestelle nicht das Handy genommen, sondern das Vögel beobachtet, das dort aus dieser Pfütze trinkt? Wenn wir uns Zeit nehmen, um die Jahreszeiten wieder richtig wahrzunehmen, zum Staunen, was Gott, der Schöpfer, gemacht hat und was für eine Liebe in dem Detail steckt, glaube ich, verändert es uns. Lass uns unserem Gott Danke sagen für die geniale Schöpfung, die er gemacht hat. Für das, was er uns gegeben hat. Lass uns nochmal neu einlassen auf das Wunder von dieser Schöpfung. Das erste, Staunen. Das zweite, ein bewusster Konsum. Lass uns nochmal bewusst konsumieren. Bewusst wahrnehmen. Was kaufe ich? Wann kaufe ich es? Und vor allem, wieso kaufe ich es? Brauche ich es wirklich? Oder ist es eigentlich eine Kompensation für etwas? Zahle ich CO2-Kompensation, dass ich etwas Teures kaufe, das ich eigentlich sonst gar nicht gekauft habe, um mein Gewissen zu beruhigen? Hänge ich mein Herz daran an? Vertraue ich, dass Gott mein Versorger ist? Vertraue ich, dass er schaut, dass ich nicht zu kurz komme? Jesus fordert uns auf, uns zuerst nach seinem Reich zu trachten.
trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zugetan. Matthäus 6,33. Also Staunen, bewusster Konsum, Verzicht. Das Herzwort, gerade für uns Schweizer, glaube ich, in unserer Welt, oder verzichten. Aber die Bibel ist voller Verzicht. Das Reich Gottes ist ein Reich vom Verzicht. Gott hat darauf verzichtet, seinen Sohn bei sich zu haben. Jesus hat verzichtet auf sein Vorrecht, zum Gott zu sein und ist Mensch geworden für uns. Verzicht und Nächstenliebe hängen zusammen, ist verbunden. Wenn wir die nächste lieben, werden wir anfangen zu verzichten. Was ist das wichtigste Gebot? Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Er gibt zur Antwort, lieb Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Das heisst, dass wir seine Schöpfung lieben, dass wir uns für sie einsetzen. Und dann sagt er, und der Nächste wie dich selber. Nächstenliebe ist Verzicht. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, dass wir lernen, neu lernen, verzichten in unserer Welt. Staunen, bewusster Konsum, Verzicht. Und dann kommt etwas, was gar nochmal nicht so lässig ist, Buße tun. Gott fragen, hey, was mache ich falsch? Und dann sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir müssen es nicht auf die Spitze treiben, oder? Aber dort, wo uns Gott den Finger drauf legt, dort umkehren und Buße tun. Für Buße tun, was wir in unserer Natur machen. Aber auch Buße tun für unsere Gesellschaft, was da abläuft. Oder wo ich nicht nach seinen Geboten handle. Nochmal, lasst uns das Problem von zwei Seiten abpacken. Geistlich, aber auch mit der Natur. Und das Letzte, lass uns Gottes Reich repräsentieren. Wenn wir Gottes Reich repräsentieren, oder je mehr sich Gottes Reich ausbreitet, je mehr wird die Natur wieder anfangen aufatmen. Hey, kann es sein, dass der Zugang zu der Natur im Römer heisst, dass jeder Mensch Gott kann sehen in der Natur. Aber wenn wir Christen so ignorant sind, ich verallgemeine, ich weiss, dass es Leute da hat, die viel weiter sind als ich, oder? Aber wenn wir die Natur ausbieten, kann es sein, dass wir Menschen es schwerer machen, um den Gott zu sehen. Oder kann es sein, dass Natur, der Zugang zu der Natur, eine mega Evangelisationsstrategie ist, gerade mit der heutigen Generation. Leider fehlt mir die Zeit. Ich hätte ein paar Beispiele dazu, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Hey, das Thema kann einem überwältigen. Doch der beste Weg zum Starten, sagt einmal meine Schwiegermama, the best way to start is to start. Der beste Weg zum Anfangen ist anfangen. Ist einen kleinen Schritt machen. Einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Und wir werden jetzt in eine Worship-Zeit starten, die Band darf vorkommen. Und ich möchte dich herausfordern, dich fragen, hey, frag Gott, wie siehst du mich, wie siehst du meinen Umgang mit deiner Schöpfung, mit deiner Welt? Zeig du mir das. Der erste Song weist so auf Gott an und er eignet sich super für das. Du hast auch die Möglichkeit, mit jemandem zu beten. Ob es jetzt das Thema ist, dass du sagst, hey, Gott hat mir einen Finger aufs Herz gelegt, ich will das mit jemandem fix machen, oder ob du sonst vor einem Problem stehst, einen Segen brauchst oder ein gesundheitliches Problem hast. Wir haben Leute, die gerne mit dir beten. Wir haben Leute, die es lieben, mit dir zu beten. Du kannst das Online-Gebet von dir daheim von der Stube aus machen oder du darfst hier bei uns ins Gebet überkommen. Das Gebetsteam hat einen Eindruck gehabt, dass Gott heute Unterarm heilen will. Wenn du so einen kaputten Unterarm hast, nimm das in Anspruch. Vielleicht kennst du den Gott gar nicht. Vielleicht bist du heute angeschleicht worden oder jemand hat dich zu dir eingeladen oder du bist über den Livestream gestolpert und du kennst den Jesus nicht. Du kennst den Gott nicht, der die Erde so gut gemacht hat. Dann will ich dich einladen, heute den Gott in dein Leben einzuladen. Auch da darfst du dich beim Online-Gebet, beim Gebet oder rechts und links anstupfen und sagen, hilf mir dabei, ich will den Gott in meinem Leben haben. Es lohnt sich. Hey, ich will noch beten. Und dann gehen wir in die Zeit hinein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Erde geschaffen hast. Ich danke dir, dass du den kleinen Vogel, aber auch den grossen Berg geschaffen hast, dass dir nichts unmöglich ist. Ich preise dich. Und ich will um Vergebung bitten, dort, wo wir einfach ignorant sind, dort, wo ich ignorant war. Hilf du uns, den Fokus auf dich zu haben, dich zu anbeten, nicht die Schöpfung anbeten, aber an dieser Schöpfung Sorge haben.
Ich danke dir, dass du so gut meinst mit uns. Und ich danke dir, dass das eine Frage ist, die die Welt bewegt. Und ich weiss, sie bewegt auch dich. Und ich bitte dich, dass du jetzt in dieser Worship-Zeit zu uns redest. Amen.